Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister und Hi Pro Köln. Also ich habe mitbekommen, dass ihr es euch ja zur Hauptaufgabe gemacht habt, beziehungsweise dass ihr euch Sorgen macht um die muslimische Frau im Islam, die unterdrückte, diskriminierte. Und zu diesem Thema wollte ich was sagen. Wie ihr seht, bin ich eine Frau im Islam. Weder werde ich unterdrückt, noch diskriminiert. Ich habe meinen Hijab, beziehungsweise in Deutschland trage ich Hijab. Ich habe mich aus freien Stücken bedeckt, weil ich den Islam angenommen habe, weil ich den Islam verstanden habe und weil ich weiß, warum Gott es uns gebietet, so wie es normalerweise auch in der Bibel. Aber da ihr euch ja so Sorgen macht, bin ich so nett und kläre euch mal ein bisschen auf. Zu eurer Diskriminierung der Frau. Also ich weiß nicht, wen ihr fragt bei der Diskriminierung, ob ihr da googelt oder ob irgendwelche, die den Islam nicht verstanden haben, dann sagen, ja, mein Mann zwingt mich zum Kopftuch. Aber warum fragt ihr uns nicht? Warum nicht direkt? Ich wohne auch in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn mich jemand fragt, wirst du gezwungen, so rumzulaufen? Ja, in Deutschland trage ich normalerweise auch nur Kopftuch, damit ihr das versteht. Nur zu dieser Aufnahme habe ich mir jetzt den Niqab aufgesetzt. Niqab ist, ihr seht ja. Auf jeden Fall, wegen der Diskriminierung, da ihr euch wirklich so herzlich Sorgen darum macht, bitte fragt doch mich oder fragt doch meine Schwestern im Islam, die Kopftuch tragen in Deutschland. Fragt uns, ob wir diskriminiert werden. Warum macht ihr das nicht? Mich haben vielleicht ein, zwei Menschen, seit 1,5 Jahren bin ich zum Islam gekommen, 1, 2 Menschen haben mich gefragt, ob ich gezwungen wurde, das zu tragen. Und diese 2 Menschen wissen jetzt Bescheid. Und egal, aus welchem Grund ihr das macht, ihr verdient, also beziehungsweise ich kann nur von mir sprechen. Ich hasse euch nicht dafür und weder verurteile ich euch auf irgendeine Art. Das, was ich für euch empfinde, ist Mitleid. Ihr macht es euch zum Sinn eures Lebens, die Muslimen kaputt zu machen, den Islam kaputt zu machen. Das verdient nur Mitleid. Was soll ich über euch denn noch sagen? Und das Krasseste ist, dass ihr über Kopftuch und Diskriminierung redet. Was ist denn zum Beispiel, also wenn was Diskriminierung wäre, dann finde ich, ist Diskriminierung, dass bei der gleichen Arbeit in Deutschland die Frau weniger Lohn bekommt wie der Mann, aber im Islam bekommt eine Frau, die die gleiche Arbeit macht, den gleichen Lohn. Wenn eine Frau diskriminiert, dann ist das nicht der Islam. Das sind Menschen, die den Islam nicht verstanden haben. Ja, ihr sagt, wie gesagt, Diskriminierung wegen Kopftuch. Nein, vielmehr finde ich es unverschämt und diskriminierend, finde ich, dass ihr einer Frau das Kopftuch absetzen wollt, wobei sie es für Gott und um ihn zu dienen aufgesetzt hat. Das ist Diskriminierung. Dass ihr Menschen zwingt, so auszusehen wie ihr. Ist das keine Diskriminierung? Gibt es keine Unterschiede? Darf es keine Unterschiede geben zwischen den Menschen? Ihr seid so, ihr denkt so. Wir akzeptieren eure Meinung. Aber akzeptiert auch unsere. Und wenn wir nun mal lieber mit einem roten Stiefel und einem gelben Stiefel spazieren gehen wollen, dann ist das unser Ding. Das versucht uns keiner auszuziehen. Dagegen macht keiner Proteste. Aber wegen einem Stück Stoff, was die Frauen gerne tragen, beziehungsweise ich kann sagen, von mir und die Schwestern im Islam, die ich kenne, wollt ihr absetzen. Macht ihr so eine große Randale. Warum? Habt ihr nichts zu tun in eurem Leben? Ist euch langweilig? Gut, macht weiter. Macht weiter. Aber trotzdem wird es immer wieder Frauen geben, die euch genau das Gegenteil bestätigen. Wie ich. Ich und die Schwestern im Islam, wir tragen gerne Kopftuch. Also diskriminierend ist es, uns zu zwingen, so auszusehen wie ihr. Keiner macht Probleme, wenn ein Mädchen einen Minirock trägt, von der Disco um 3 Uhr nachts alleine nach Hause läuft und ihr irgendwas passiert, da macht keiner Probleme. Das lag nicht daran. Aber Kopftuch ist ein Problem. Das ist zu viel Stoff am Körper, oder was? Vielleicht, weil es euch nicht passt. Aber was ist, wenn ich sage, mir passt das so? Was ist, wenn ich sage, ich darf so rumlaufen? Ich darf, was wollt ihr dagegen machen? Aber macht weiter. Weil wenn ich euch das wegnehme und ihr damit aufhört, dann habt ihr ja keinen Sinn mehr im Leben. Und das geht nicht. Sinnlos leben?
macht ruhig weiter. Ich trage meinen Hijab, weil ich es liebe. Ich liebe ihn und ich könnte mir mein Leben ohne Hijab nicht mehr vorstellen. Und jeder, der versucht, es mir abzusetzen, mit Bitte oder mit Zwang, der versucht mich damit zu unterdrücken. Fertig. Also macht ihr genau das, was ihr vom Islam behauptet. Warum ich denke, dass der Islam die Frau teuer macht? Ist ganz einfach. Schon einmal der Respekt. Und dann kommt noch dazu der Unterschied zwischen einer bedeckten Frau und einer, die sich an Gottes Gesetzen hält. Und der Unterschied zwischen einer, die auf gut Deutsch macht, was sie will, koste es, was es wolle, ist ganz einfach. Wir Frauen bedecken uns. Aber für unsere Männer schminken wir uns, machen wir uns hübsch. Das heißt, für den Mann, der uns liebt, für den Mann, der uns heiratet, machen wir uns hübsch. Aber für die 5 Millionen Männer da draußen verschleiern wir uns. Ist das nicht ein Geschenk? Ist das nicht schön? Ist das nicht kostbar? Wie ist jetzt das Gegenteil der Frauen? Ich rede offen darüber, weil ich auch mal eine so war. Okay, zu Hause läuft sie rum mit den schrecklichsten Klamotten, die sie im Schrank überhaupt hat. Am besten noch Löcher in den Kleidern, Haare vollgewühlt noch von der letzten Nacht. Aber kaum hat sie die Aufgabe, zum Bäcker zu gehen oder geschwind was einzukaufen, ist sie eine halbe Stunde erst im Bad, richtet sich und dann geht sie geschwind raus. Was ist jetzt der Unterschied? Für den sie liebt, normalerweise, läuft sie rum wie ein Dreckspatz. Aber draußen für 5 Millionen Männer macht sie sich hübsch. Wo ist die Fairness? Was ist daran fair? Der Mann liebt dich, der Mann hat dich vielleicht geheiratet, der Mann versucht dich zu unterstützen und du machst dich für 5 Millionen andere Männer, denen du eigentlich egal bist. Ganz egal. Denen du eigentlich ganz egal bist. Das finde ich unfair. Die Männer müssen damit auskommen, wenn es ihnen nicht passt, sind sie weg. So einfach ist es, diese Mädchen haben ja keine Gesetze. Pro Köln. Hört auf, uns zu diskriminieren und hört auf, uns zu zwingen, so zu sein wie ihr. Wir sind einfach nicht so wie ihr. Wir wollen auch gar nicht so sein wie ihr. Wir wollen nicht Menschen anhand irgendeinem Stück Stoff in eine Ecke stellen oder in einen Topf setzen. Das wollen wir nicht. Für uns ist jeder Mensch was Wundervolles, was Wunderbares. Und jeder Mensch hat seine eigenen Eigenschaften. Jeder Mensch hat was Besonderes. Und das ist nicht mit Kleidung, das wird nicht durch Kleidung mehr oder weniger.